Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. In dieser heutigen, von den Themen her Monster-Episode haben wir ganz viel zu besprechen. Melbourne, Eddie Jordan, China, Liam und Tsunoda, Disqualifications und noch ganz vieles mehr. Ich wünsche euch bei dieser Episode ganz viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, es geht los. Endlich hat die Season gestartet. Wir haben endlich gesehen, was unsere Predictions komplett daneben sind oder nicht. Oder was wir da genau veranstaltet haben. Vor allem auch beim Kicktipp. Und da kommen wir gerade drauf. Aber zuerst wollte ich noch schnell ins echte Leben schauen. Wo stehen wir? Nach 2 Rennen, muss ich sagen, sieht der Championship Table ganz anders aus, als man es eigentlich erwartet. Alpine hat gar keinen Punkt, ist auf dem 10. Platz. Racing Bulls trotz einem sehr schnellen Auto sind irgendwie nur bei 3 Punkten. Ein Sauber hat jetzt schon mehr Punkte als letztes Jahr, 6 total. Und da muss man halt wirklich sagen, verdient der beide Fahrer, die sie haben. Aston Martin hat alle ihre Punkte im Stroll zu verdanken, wie auch immer das passiert ist. Und Haas ist ganz klar auf P6 mit 14 Punkten, Doppelpunkt in China, wo wir dann später sicher noch drauf kommen. Und ja, noch mehr Curveballs folgen eigentlich direkt nach dem, nämlich Williams ist auf Platz 4 und Ferrari auf Platz 5. Klar, sie haben gleich viele Punkte, aber die Resultate von Williams sind effektiv punktetechnisch besser, da sie mehr höhere Platzierungen haben als Ferrari. Von dem her sind sie auf Platz 4 in der Konstrukteursmeisterschaft. Das ist einfach irgendwie, das geht nicht in meinen Kopf hinein, auch wenn es erst 2 Rennen sind. Red Bull auf Platz 3, wie wir es erwartet haben. Mercedes aber auf Platz 2 deutlich besser als Ferrari unterwegs. Der Unterschied sind ganze 40 Punkte zwischen Ferrari und Mercedes. Und dann kommt McLaren, wo, wie wir eigentlich alle schon erwartet haben, ja, eigentlich das ganze Feld säubern mit starken Podien, guten Rennen bis jetzt, die sie hatten, die haben 78 Punkte. Aber ja, nur schon von der Teamwertung her einfach komplett das Durcheinander. Und wenn wir dann mal die Driver-Wertung anschauen, Norris mit 44 Punkten auf dem ersten Platz. Trotz allem, was ich gesagt habe, ist der Verstappen mit 36 Punkten auf dem 2. Platz. Wer hat gedacht, dass der Fakt eigentlich wieder zwischen denen ist. Und dann ein Kandidat, wo man vor der Saison eigentlich nicht wirklich zur Diskussion dabei hatte, um den World Drivers' Championship Title, der Russell mit 35 Punkten. Und dann kommen wir zum Piastri mit 34. Also 2 Plätze Unterschied, aber das hat natürlich hat seine Hintergründe im Melbourne Grand Prix, dass er so viel, es sind nur 10 Punkte weniger hat als der Norris, aber das ist halt jetzt schon spürbar. Antonelli sehr stark dabei auf dem 5. Platz, dann haben wir noch bis zum P10 aber den Albon, Ocon, Stroll, Hamilton, Leclerc. Also ich würde sagen, sehr guter Start in die Saison, auch wenn jetzt das 2. Rennen nicht spannend war, aber was macht das mit unseren Kicktipp-Wertungen? Vorab schon mal, ich bin ein Idiot und ich will nicht, dass ihr Idioten sind, so wie ich. Also dünnt euch auch die App abladen, aber dünnt dann nicht wie ich nur die App abladen, sondern auch noch Benachrichtigungen rein, dass ihr nicht vergessen, den Kicktipp reinzutun. Bei mir ist nämlich die Woche so schnell vorbeigegangen, dass ich komplett vergessen habe zu bewerten und bin spät gewesen. Und das ist mir jetzt aufgefallen, als wir den Podcast aufgenommen haben. Also, sind intelligent und machen es wie der Herr, der auf dem 1. Platz ist, und das wäre... Das ist der Vroom Vroom Ferrari. Geiler Name, by the way. Der ist momentan auf Platz 1. Der hat gesamthaft schon 90 Punkte gesammelt in den letzten 2 Rennen, die wir jetzt hatten. Meinst du echt, er ist Ferrari-Fan? Ich glaube, es ist eher McLaren. Okay. Danach haben wir auf dem Platz 2 den Lars 59. Dann haben wir den Nigo auf Platz 3 und den Magic Card haben wir auf Platz 4. Das sind so die Top 4. Die können gerne, wenn ihr auf Kicktipp geht, die ganze Rangliste anschauen. Wir sind gesamthaft, keine Ahnung, wir sind glaube ich weit über 40 Kandidaten. Ich glaube, es über 43 Leute machen mit oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wir haben extrem viel, aber ganz wichtig. Gebt eure Tipp ab, dass ihr wirklich Punkte sammeln können. Ist ja schon noch wichtig, weil es ist schwer, aber du bist nicht der Einzige, der da Tipps vergessen hat abzugeben. Es gibt ein paar, die keine Tipps abgegeben haben. Aber falls ihr möchtet da wirklich aktiv mitmachen, wie der Schubs das schon gesagt hat, App abladen, Benachrichtigung aktivieren und dann vergessen das auch sicher nicht.
Genau. Was ich noch einwerfen eigentlich, wann ist das letzte Mal echt Williams auf Platz 4 in der Konstrukteurweltmeisterschaft? Ja, gell? Das ist eigentlich hure Es wild. ist- Also, Ich habe es vor dem Podcast einmal angeschaut, also während dem Arbeiten eigentlich tatsächlich am Nachmittag. Und dann habe ich so gedacht, what the fuck, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ist ja nicht zuletzt eigentlich wegen dem China Grand Prix. Zu dem werden wir definitiv noch zu sprechen kommen. Ja. Aber wir gehen wirklich schön Schritt für Schritt durch. Es hat auch gestartet mit einem, ich würde sagen, außerordentlich guten Melbourne Grand Prix. Nicht, dass es für die Melbourne-Verhältnis außerordentlich gut ist, aber für sie sind Startverhältnis, weil wir haben die letzten, glaube ich, 3 oder 4 Jahre haben wir jetzt ja Bahrain als Starter gehabt und die Rennen sind meistens so ein bisschen, ja, sie sind nicht schlecht gewesen, aber keine Ahnung. Also Melbourne, habe ich das Gefühl, delivert immer mehr, vor allem mit dem Streckenlayout, das sie haben. Und gerade wenn es so ein Rennen ist wie das wohl, weil, ja, ich denke, um das in einfache Worte zu fassen, it must be the water. Sehr, sehr nass. Jeder Fahrer, der auch nur ansatzweise die weiße Linie berührt hat, hat das Gespür bekommen. Ein Fahrer davon war zum Beispiel der Hadjar, wobei ich glaube, bei ihm war es nicht unbedingt die weiße Linie, ich bin mir nicht recht sicher. Aber er ist ja eigentlich schon bevor das Rennen angefangen hat, ja, halt leider rausgecrashed. Und das ist gerade das erste Thema, das ich aufgreifen will. Unser Lieblingsfahrer, Verantwortliche von Red Bull, hat gesagt, Emotionen seien peinlich. Und das finde ich sehr, sehr eine schwache Aussage. Die Emotionen sind peinlich, das stimme ich einfach überhaupt nicht zu. Ich finde, Emotionen gehören in die Formel 1, gehören in Rennsport. Ich meine, ist es wirklich peinlich gewesen, wo der Schumacher auf dem Podest oben gestanden ist, wo der Ayrton Senna gestorben ist und kein Champagner, sondern in der Tränen geflossen sind. Oder auch, wo er mit seinen Brüdern zusammen auf dem Podest gestanden ist, wo seine Mutter, ist seine Mutter gewesen, im Spital war. also seine Machen wir Mutter das ist durcheinander. gestorben und sie haben das Rennen müssen fahren. Genau, und meine Frage dann zurück an Helmut, ist das wirklich peinlich gewesen, wo die sie dort auf dem Podest oben gerannt haben? Also, da kann er mich wirklich reizweise mit so einer Aussage. Aber zurück zum Thema Hadjar zu kommen. Beim Hadjar ist es wirklich ein bisschen speziell, weil er ist ein sehr, sehr, sehr emotionaler Mensch. Und dass man, ich sage jetzt gerade, so lange eine Eskapade hat und so lange rennt, okay, gut, ist sicher ein bisschen speziell, aber Leute, die ihn in der Formel 2 noch nicht genau verfolgt haben, die werden das komisch gefunden haben. Wenn man aber ihn schon ein bisschen gesehen hat, wie er fährt in der vorherigen Rennserie, dann merkt man oder weiss man, dass das einfach der Hadjar ist und er ist so, wie er ist. Und da muss man sich einfach jetzt schon daran gewöhnen, dass der halt deutlich mehr Emotionen zeigt. Nicht wie zum Beispiel ein Piastri, der zeigt ja gar nichts. Aber das ist einfach jeder Fahrer für sich. Also ich finde die Aussage wirklich ein völliger Quatsch. Und ja, du hast gesagt, du bist gespannt auf meine Reaktion auf das Ganze. Da hast du sie. Was ist deine zu dem Ganzen? Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja nicht der grösste Helmut-Fan, aber ich muss mich ein bisschen ihm anschliessen, was die Thematik anbelangt. Weil, ich sage ja nicht, dass Emotionen zeigen etwas Schlechtes ist, das ist ja eigentlich wirklich gut. Aber gerade in so einer Situation finde ich, es ist fast ein bisschen fehl am Platz. Ich meine, du hast einen riesen Bock gebaut und du heulst drüber. Es ist schon, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist nicht peinlich oder so. Klar, es ist halt frustrierend sicher für ihn gewesen. Aber statt einfach sagen so, hey, schau, es ist mein Bock gewesen, ich mache es besser das nächste Mal, nachher go latschen, nachher vom Anthony Hamilton tröstet werden, nachher ist der Dominicali auch noch gekommen und so. Weiss nicht, finde ich too much. Wenn du das vor 20 Jahren gemacht hättest, hättest du einen Schutt in den Arsch bekommen. Weißt du, was ich meine? Und ich finde das eigentlich auch ein bisschen die bessere Haltung, weil, ja, wenn du Scheiße machst, macht es einen anderen besser. Weißt du, ich meine, das ist ja dann die Thematik, die wir dann noch beim Lossen zu Noda werden haben. Und ja, eben, wie gesagt, also meine Meinung ist eigentlich, es ist schon nicht, ich sage nicht, es ist eben so peinlich gewesen, das sage ich nicht. Ja. Aber ich finde, es ist schon fehl am Platz gewesen, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ja, du, ich find's aber wirklich nicht fehl am Platz, vor allem wenn man in Betracht zieht. Eben, wenn du Scheiße machst, machst es einen anderen besser. Ja, aber ich meine, ein Duen ist auch Runde 1 rausgecrashed, ein Sainz ist auch Runde 5 oder 6 rausgecrashed. Oder ich glaube sogar, das war so am Anfang gewesen. Also, man sieht auch Leute mit mehr Formel 1-Erfahrung, vor allem in Sainz, ja, sind rausgecrashed unter diesen Bedingungen. Ich verstehe es.
Ich verstehe es, dass das in diesen Bedingungen schnell ein Fehler passiert, aber das ist auch das, was ich sage. Man muss sich auch vielleicht ein bisschen daran gewöhnen, weil er wird sich wahrscheinlich die Türen nicht ändern. Also das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist, ist tatsächlich in Monza gewesen. Da bin ich vor Ort gewesen, da bin ich frisch auf die Strecke gekommen grad, und dann höre ich über das ganze Radio «No, auf das zweite Gau!» Und ich so welcher Sack ist jetzt das gewesen? Und es war halt, der Hardstart, der in die Banden raus ist und sein Formel 3 Auto wirklich komplett den Ranzen gemacht hat. Und von dort her habe ich einfach gewusst, okay gut, der überreagiert bei allem und das wird er zukünftig auch machen. Also das wird ja mal etwas sein, wo ihm vielleicht dann nachher noch in die Quere kommt. Aber ja, man hat wirklich gesehen, es sind nicht einfache Bedingungen gewesen und eben, Doohan und Sainz sind da gerade rausgecrashed. Wobei, beim Sainz, dort hat doch der James Vowles noch ein Statement dazu gemacht, dass es nicht einfach nur sein Bock war, oder nicht? Ich weiss aber gar nicht genau, warum dass er rausgeflogen ist. Ich glaube, es ist irgendetwas wegen Torque oder Torch, wie das heisst. Also, ich glaube, das Mapping ist nicht recht perfekt oder nicht gut genug. Keine Ahnung. So. Weil ich habe gemeint, er sei gar nicht auf einer weißen Linie gewesen, meinte ich. Aber was wiederum schön war beim Sainz, ist, er ist nachher am Kommandostand gewesen und hat ja anscheinend einen wichtigen Call gegeben, dass er der Albon nochmal reingekommen ist für auf Inters. Mhm. Und er hat eine Strategie mitbestimmt. Genau, und das sagt dann nachher so ein bisschen maßgeblich gewesen, dass dann, sie den Albon rechtzeitig reingenommen haben, auf Inters gewechselt haben und dass es nachher eben dicke Punkte gegeben hat. Also, ich meine, der James Vowles war ja nachher mit dem Albon noch beim Interview bei F1 TV und dort hat er es auch nochmal gesagt, obwohl der Sainz gar nicht dabei war. Also, er hat ihn wirklich geglaubt. Ich muss sagen, ich finde so die Kombi James mit dem Sainz und mit dem Albon, das finde ich eine richtig geile Kombi. Ich finde, die sind mega gut aufgestellt und ich meine, der momentane WM-Stand spricht ja für sich. Und ich hoffe, dass es auch weitergeht mit Williams, weil Williams wird immer sympathischer. Ich glaube so, und ich glaube, man sieht jetzt eigentlich schon, man sieht ja immer die Früchte vom Baum, wo man gesagt hat, also das ist genau das, oder? Du hast vor 1-2 Jahren den Vowles drin bekommen. Der Albon war eine gute Entscheidung, schon vor dem Vowles. Und jetzt der Sainz ist einfach die perfekte Entscheidung, um das Team wieder dort hinzubringen, wo sie sollten. Und ich habe das Gefühl, es ist wie so das erwachsenste Team. Das Team, wo wie die rationalsten Entscheidungen trifft. Nicht so wie Racing Bulls, wo Strategie irgendwie immer versäbelt scheint. Also es ist wirklich... Ich stimme dir einfach zu. Es wirkt einfach so, als ob es so sein sollte, wie es sollte. Das ist einfach richtig irgendwie, die Kombination mit diesen drei. Plus, ich sage auch noch, dass beim Albon hat es immer geheißen, also, er ist einfach immer gut gewesen, weil er schlechte Teammates hatte. Also nie einen messbaren Teammate hatte. Jetzt hat er den Sainz bekommen und ist jetzt eigentlich die letzten 2 Rennen und auch Qualifyings immer schneller gewesen. Und nur das. Ich meine, schau auch die Punkte an. Er hat 16, der Sainz 1. Das sollte aber nicht heißen, dass der Sainz schlecht fährt. Genau, klar, man muss eben auch noch sagen, der Sainz, neues Auto, muss sich alles kennenlernen, das kommt natürlich dazu. Aber gleich, ich meine, der Sainz ist jetzt nicht einer, der ins Auto reinhockt und gerade Vollgas performt. Klar, das kann sich noch steigern oder es bleibt so. Aber der Albon ist schon jemand, der sehr schnell ist. Ist so. Und ich meine, dass ins Auto reinhocken und direkt performen, das ist etwas, was nur die wenigsten können. Einer, der jetzt in dieser Saison bereits schon raussticht, und das ist umso krasser, weil es ein Rookie ist der Kimi. Finde ich ganz wichtig, dass man über seinen Melbourne Grand Prix redet, weil also da muss ich echt sagen, der ist direkt on pace. Also das trennt ihn nicht viel zum Russell. Klar, an den Ecken und Kanten kann noch ein bisschen geschliffen werden, aber auch dort, wenn wir nochmal zurück auf den Doohan-Crash gehen, an der genau gleichen Stelle, und dort war es wegen der White Lines bei beiden, hat der Kimi auch einen harten Dings gehabt. Flick, kann ich sagen. Er hat ausgeschlagen. Also er hat ja Säcke verloren gehabt, also einen Oversteer gehabt. Oversteer, danke. Und er hat ja einen Snap-Oversteer hat er ja gehabt, in dem Sinne. Genau. Ja. Aber er hat den wirklich gerettet, wie ein junger Gott. Also es gibt wenig Fahrer, die so ein Gespür für das Auto haben und dann vor allem im allerersten Rennen, wo er offiziell mitfährt. Klar, er hat auch viel Testing-Zeit bekommen, aber ich finde, er macht einen unglaublich guten Job und der Melbourne Grand Prix war das Testament dafür gewesen. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich recht neutral in die Geschichte hergegangen mit dem Kimi Antonelli. In der Netflix-Doku ist er ja auch noch ein bisschen thematisiert worden. Und
ja, ich habe mich dann auch noch ein bisschen mit seinem Werdegang in die Formel 1 ein bisschen befasst und so. Und also er ist definitiv brutal talentiert, das hat man ja jetzt gesehen. Und ich mag auch seine Art und Weise. Weil du merkst schon, er ist noch jung, er ist noch, weißt du, so, er ist wirklich sehr jung, er macht es als Spaß, oder es macht ihm halt Spaß und alles. Und ich glaube schon, auch, dass er früher oder später im Russell extrem gefährlich werden kann. Ob das in dieser Saison wird sein, sei dahingestellt. Ich denke es zwar eher weniger, weil der Russell macht bis jetzt auch, muss man ihm lassen, obwohl das ich ihn überhaupt nicht gerne habe, macht wirklich einen guten Job, der Russell im Moment. Und ich denke, der Kimi wird locker, wenn nicht sogar über das Niveau kommen wie vom Russell. Aber eben, ob das in dieser Saison ist oder ist in der nächsten, schauen wir mal. Ich denke zwar in der nächsten Saison, aber bis jetzt wirklich macht er einen sehr, sehr guten Job. Ja, definitiv. Ich sehe das genau gleich. Ich finde, er wird den Russell in der früher als später sogar einholen. Ich denke, gegen Ende der Saison werden die noch stehen sein. Bin ich sogar fast überzeugt. Und er ist einer von diesen Fahrern, das habe ich zuletzt beim Piastri gehabt, wo in die Formel 1 reinkommt und du einfach schon weißt, okay, der ist, glaube ich, das Weltmeistermaterial, wenn er im richtigen Auto hockt. Und ja, das ist einfach das, wo ich bei ihm so ein bisschen das Gefühl habe, dass der das wirklich kann, so rausholen. Ja. Und er bringt sich halt einfach auch in gute Positionen, gell? Also, er ist jetzt im ersten Rennen Vierter geworden, Vierter. Vierter, ja. Und das, obwohl er P15 gestartet ist, stimmt das? Ja. Ja, und das zeigt einfach auch, dass 15, das... Ja, 16 oder 15. Das zeigt einfach auch, dass er von hinten fahren kann. Klar, es ist ein Regenrennen und er hat vielleicht auch profitiert mit den Pitstops, aber du musst halt auch das Ding trotzdem zu Ende fahren und er hat es bis zu der Führer ans Ende gefahren. Wobei er doch noch ein bisschen Glück gehabt hat. Er hat fast, wobei es war nur eine Position verloren. Er hat ja einen unsafe Release gehabt. Und dort ist aber so gewesen, dass Mercedes nachher das Right of Review gemacht hat. Das heisst, sie haben gesagt, wir haben neue Beweise, dass die Penalty nicht hat gegeben werden. Und das hat man nachher eben die Penalty wieder aberkannt, was ich sehr cool finde. Das sieht man nicht oft, weil Teams nicht oft wirklich neue Beweise haben. Das ist so, ja. Aber nein, habe ich noch cool gefunden. Ja, also ich glaube es auch, also, dass es auch richtig war. Also ich habe zwar die Aufnahme nicht gesehen. Es hat zwar schon auf der Wiederholung jetzt schon recht übel ausgesehen, der Unsafe Release. Aber was immer Mercedes da sieht, das hat auch mal geklappt. Die FIA hat die Strafe nachher wieder zurückgenommen. Und ich weiß gar nicht, sind es 5 Sekunden Penalty, die er bekommen hat, oder sogar 10, 5? Wahrscheinlich 5. Nein, es sind 5 gewesen, tatsächlich. Weil ich weiss, er hat nur einen Platz verloren. Aber es wäre eigentlich egal gewesen, ob er jetzt einen verloren hat oder nicht. Einfach wenn man in Betracht zieht, hat er gut gefahren oder nicht. Also einen Weg hat er das auch gut gemacht. Und ja, ist ein Unsafe Release selten ein Fahrfehler. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, weil der Fehler ist ja nicht von ihm selber gekommen, sondern vom Team. Absolut. Muss man sagen. Genau. Ja, ein Team, das sich aber wieder mal ein bisschen zu Clowns gemacht hat, viele Fehler gemacht hat, ist Ferrari gewesen. Was mich sehr erstaunt hat, ist, nicht nur beim Hamilton hat irgendwie einfach die Dynamik zwischen Race Engineer und Fahrer nicht passt, sondern auch zwischen Leclerc und dem Brian Bozzi, der ich sage jetzt mal neuere Race Engineer, den er jetzt doch schon seit ein paar Jahren hat. Also irgendwie ist einfach eine gewisse Unruhe in dem Team. Also es war mega unangenehm gewesen. Zum Teil die Funksprüche, wo beide Fahrer bekommen haben. Und ein Hamilton, der 100 Mal halt sagt, ja, ich brauche die Infos nicht, du hast mir schon 100 Mal gesagt, ist okay. Und dann eben auch, also... I have the seat full of water. Full of water. Ja, und dann nachher kommt, must be the water. Hey, wie kommst du auf das? Ja. Also, verstehe ich nicht. Also, ich weiß nicht, geht es nur mir so? Oder hast du auch das Gefühl, dass irgendetwas ist anders im Team? Also manchmal habe ich einfach das Gefühl, die sind dazu, also ihr Nebenjob bei Ferrari ist einfach Memes generieren. Also ich glaube, so, irgendwie so kriegen die noch Geld über oder ist irgendwie so, weiss nicht, über einen Sponsor-Deal oder so, weiss nicht. Also klar, es ist, irgendwo durch ist es peinlich, irgendwo durch ist es aber auch mega lustig und es widerspiegelt sich halt einfach ein bisschen so,
wie es so manchmal ein bisschen bei Ferrari läuft. Man weiß halt manchmal einfach nicht, woran das die sind. Ich meine, jetzt in Preseason-Testing und so haben es stark ausgesehen. Man denkt so, ja, okay, ja, Ferrari, McLaren, das wird so der Fight sein. Klar, man muss schon auch sagen, dass jetzt McLaren nicht brutal vorausfahren. Also klar, nach Australien hat man es schon gemeint, aber jetzt nach China hat man dann schon gesagt, nein, so ist es dann doch auch nicht. Und Ferrari ist wahrscheinlich schon schnell, wenn sie wirklich das richtige Setup oder das richtige Mapping, was auch immer, treffen auf der Strecke. Weil China ist ja gerade so ein bisschen, vor allem im Sprint hat man es ja gesehen. Wo ich wiederum einfach ein bisschen schockiert war, ist halt schon nach dem Qualifying halt Pace, wo halt wirklich irgendwie gar nicht so schon mal war. Was ich wiederum recht gut gefunden habe, oder was mich erstaunt hat, ist eigentlich der Gap vom Hamilton zum Leclerc. Das ist ja da, wo eigentlich jetzt sehr interessant ist, wie kann der Hamilton in einem komplett neuen Auto performen. Weil man muss jetzt schon sagen, der Hamilton kommt von einem Team, wo er 12 Jahre dabei war, in ein Auto rein, wo nur das Lenkrad genau gleich ist wie beim Mercedes. Sie haben ja extra das Lenkrad so gebaut wie beim Mercedes. Dass er einfach da... Und seine ganze Karriere nur mit Mercedes-Motoren. Genau. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist auch noch so. Aber eben, sie haben das Mercedes-Lenkrad eigentlich nachgebaut, dass er das nicht muss gross umgewöhnen muss. Aber gleich halt die Funk gehört und halt gewisse Sachen, wo man sagt, halt so verschlüsselte Sprachen oder so. Das ist halt alles anders, wo er muss sich halt überall noch reinlernen oder hat, ja, dass er weiss, wie das funktioniert. Auch er hat es gesagt, zum Beispiel nach dem Qualifying, ja, morgens Regen, ich bin noch nie mit dem Auto im Regen gefahren, ich habe keine Ahnung, wie das wird, er weiß es nicht. Und auch gewisse Funkcall muss er dann auch wieder lernen, die im Regen gelten, die er nicht kennt und so. Also, das sind Haufen Sachen, die er muss im Moment lernen. Also auf ihm lastet extrem viel Druck und es tut jetzt hart, er ist vielleicht auch nicht mehr so lernfähig wie jetzt ein junger Fahrer, weil er halt einfach doch auch schon älter ist. Klar hat er Erfahrung, aber ich bin dann doch überrascht gewesen, dass der Gap nur 2 Zehntel oder 2,5 Zehntel sind zum Leclerc, beziehungsweise in Australien, nachher im Rennen oder beziehungsweise in China ist es dann wiederum anders gewesen. Das hat mich recht überrascht, also er kommt doch mit dem Auto relativ gut zurecht. Ich glaube, es liegt hauptsächlich wirklich daran, dass halt die Sitzposition weiter hinten ist im Auto als beim Mercedes. Das war das, was er jahrelang immer predigt hat, dass er zu weit vorne hockt beim Auto. Und ich glaube, das hilft ihm schon. Aber ja, eben, ich denke schon, dass Ferrari sich extrem muss jetzt am Riemen reissen. Sowieso das, was in China passiert ist mit, ich sage es jetzt gleich schon, mit der Doppel-Disqualifikation, das darf halt einfach nicht passieren, weil das sind einfach jetzt wirklich so viele wichtige Punkte, die sie liegen lassen, was halt einfach ja, mega entscheidend ist dann für einerseits Fahrer und auch für die Konstrukteurweltmeisterschaft. Ja, absolut. Und ich glaube, unter dem Strich kann man für Melbourne, Ferrari bei Melbourne einfach sagen, also du darfst nicht in so einem Rennen 10. und 8. werden. Es ist ein Rennen, wo ein Piastri mit einem Spin ins Gras raus, wo er sich rückwärts ausretten musste, 9. wird. Ein Kick Sauber mit dem Hülkenberg auf Platz 7 kommt. Ein Stroll mit einem Aston Martin auf Platz 6. Ein Albon schafft es mit dem Williams auf Platz 5. Und ein Verstappen, wo eigentlich das 3. oder 4. schnellste Auto fährt, macht den 2. Platz. Da darfst du als Ferrari, wo du dort gute Aussichten hast, einfach nicht 8. und 10. werden, in meinen Augen. Und ich glaube, das ja, ist sicher ein Wake-up-Call für das Team. Aber es ist wirklich so ein bisschen Schatten- und Sonnenseiten oder ja, Sonnen- und Schattenseiten. Wenn du anschaust, zum Beispiel, was McLaren eigentlich auf den Tisch gebracht hat. Wir haben alle das Gefühl gehabt, dass das Auto am stabilsten aussieht, dass das Team am beratesten aussieht und so ein bisschen die ruhige Sicherheit hat und ein Team hat, das weiss, sie haben ein gutes Auto für den Start der Saison. Und der Norris, muss ich echt sagen, hat ein extrem starkes Rennen gefahren. Ich würde sogar sagen, eines von seinen stärksten. Wirklich eigentlich trotz allem, was war, das Rennen einfach wirklich kontrolliert, unter sich gehabt, die Pace kontrolliert. Ja, in dem Sinne auch sein Teammate, der Piastri, eigentlich super gefahren. Es wäre gegen Ende sogar fast zu einem Fight gekommen, wo sie am Anfang relativ, ich sage jetzt mal, sich noch auf Distanz gehalten haben. Ja, bis dann halt einfach der Regen, ja, eigentlich beide Fahrer so ein bisschen erschreckt hat oder aus der Ruhe gebracht hat.
ja, beim Piastri leider ein bisschen mehr als beim Norris und muss ich sagen, ist sehr, sehr schade. Ich finde, der Piastri hat da wirklich Chancen gehabt, den Win noch vom Norris zu holen. Er hat sehr, sehr gute Pace gehabt und es wäre halt schon einfach mega, mega cool gewesen. Auch wenn es nur ein P2 gewesen wäre, oder halt vielleicht gleich ein Aussie eigentlich können, auf einem australischen Podium zu sehen, wäre einen Weg cool gewesen, aber ein Win wäre natürlich schon sehr, sehr cool gewesen und halt auch machbar. Aber ja, ich finde, McLaren hat genau das gezeigt, was man von ihnen erwartet hat. Wie siehst du das? Ja, also es war zu erwarten gewesen, dass sie vorne fahren. Ich bin halt einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, ich finde es spannend, wie der Norris immer sagt, das Auto sei extrem schwer zum Fahren. Aber lustigerweise sagt es nur er so oft. Der Piastri sagt schon, ja, es ist nicht gerade einfach. Aber der Norris sagt fast in jedem Meeting immer so, ja, das Auto sei mega schwer zum Fahren, es ist nicht einfach, die Performance rauszuholen, weil das sei irgendwie auch wieder so ein enges Fenster, wo das Auto wirklich optimal läuft. Nichtsdestotrotz muss man wirklich im Norris Credits geben, dass er wirklich so sehr, sehr gut gefahren ist in Australien. Es ist so, es hat wirklich den Schreckmoment gegeben, wo beide mal kurz einen Abflug gemacht haben, beide McLaren in der gleichen Kurve. Und dann sind ja gerade beide in die Box, beziehungsweise Piastri ein bisschen später, weil er noch im Rasen hängen geblieben ist und hat sich ja dort wieder befreien zum Glück. Ist er dann sogar noch in die Punkte reingekommen gleich. Das ist eigentlich auch noch recht stark. Dort hat auch Ferrari meines Erachtens auch einen riesen Fehler gemacht, dass sie dann einfach 2 Runden zu lang draussen gelassen haben, oder er muss sicher 1 Runde zu lang. Verstappen, dort wäre es so gewesen, der ist schon in Führung gegangen und ist auch 2 Runden, glaube ich, draussen gewesen. Und da hat man schon auch gesagt, ja, wieso hat man den nicht früher reingenommen? Aber egal, ob er jetzt direkt reingegangen wäre mit dem Norris oder eine Runde später, er wäre wieder hinter dem Norris gelandet. Also sprich, er hätte keine Möglichkeiten gehabt, den Win zu holen. Also wirklich in diesem Rennen ist eigentlich der Hauptkonkurrent vom Norris ist eigentlich wirklich der Piastri gewesen. Ferrari hätte einfach eine bessere Position rausfahren, wenn sie besser reagiert hätten. Aber wahrscheinlich haben sie einfach wollen, dass der Ferrari mal eine Runde anführt. Und dann haben sie auch den Hamilton draussen gelassen. Keine Ahnung. Aber nein, McLaren hat es wirklich gut gemacht. Ich hoffe einfach wirklich, dass sie strategietechnisch dieses Jahr hier und da mal besser lösen als letztes Jahr. Weil letztes Jahr war das schon recht gravierend gewesen. Ich hoffe auch, dass sie beide Fahrer fahren jetzt mal Anfang Season und nicht gerade irgendwie da wieder mit Papaya Rules und weiss ich was alles kommen. Also dass es wirklich mal wie lange ein bisschen verhebt. Und ja, ich meine, jetzt ist ja der Gegenschlag auch hoch von Piastri in China. Ich muss immer vorgreifen, es tut mir leid. Aber schon gut. sonst wirklich Australien für Norris gut gelaufen und auch allgemein für McLaren, ja, hätte es gut laufen können, wenn der Piastri auch ins Ziel kommen wäre. Da hätten wir 2 Mal jetzt einen Doppelsieg eigentlich gehabt. Australien, Ja, China war auch Doppelsieg, ja. Ist so. China aber auch nur knapp. Ja, Dann, aber eben, ich meine, in Australien wäre ein Doppelsieg eigentlich auch drin gelegen, wenn das mit dem Piastri nicht gewesen wäre. Ob jetzt das wirklich... Ich glaube, es ist halt schwierig zu sagen, ob jetzt das wirklich fahrfehlertechnisch ein Fehler war, weil ich meine, beide sind so überrascht worden. Ich denke, der Verstappen hat es gesehen, dass beide abfliegen, darum hätte er schon reagieren können. Klar, ob jetzt der Piastri dort nochmal, der ist wahrscheinlich einfach schnell auf die Strecke gekommen und dann ist er halt gerade ausgefahren dort. Aber man muss überlegen, der Piastri hätte ja dann nochmal eine Runde mehr fahren, dass er nicht verloren hätte, was den Pitstop anbelangt. Wenn er sie gleichzeitig in die Box gekommen wäre, hätte er mega viel Zeit verloren in der Box. Also der Piastri hätte wahrscheinlich so oder so irgendwie verloren gehabt. Also, ja, das P2 wäre gleich noch drinnen gelegen. Also ich meine, die Performance, die er nachher hergelegt hat und wieder in die Punkte reingefahren ist, ich meine, das hätte ja nachher ja auch gehabt. Und dann wäre das P2 sicher auch drinnen gelegen, denke ich. P1 wäre schwierig gewesen. Ja, also ich weiß nicht, also ich denke ohne den Fahrfehler wäre es vielleicht drinnen gelegen. Kann ich, wenn der Piastri ein bisschen mehr Abstand zum Norris gehabt hat, es vielleicht eher gesehen, eher reagieren. Aber ich glaube, auf Fahrfehler kannst du das halt wirklich einfach nicht stecken. Ich glaube, jeder, der schon mal Kart im Regen fahren oder jeder, der zum Beispiel, ich glaube, das beste Beispiel ist einen Schleuderkurs gemacht hat. Wenn du einen Schleuderkurs machst und zum ersten Mal auf so eine aalglatte Strecke musst, die komplett bewässert wird, du verschlickst das erste Mal, wie das ist mit dem Bremsen etc., weil du das nicht recht kannst einschätzen. Und ich glaube, das ist jedes Mal so, wenn es aus dem Nichts raus regnet. Du kannst nicht wissen, wo der Grip ist. Du kannst nicht wissen, wo musst du bremsen,
wann musst du einlenken, wie viel darfst du Gas geben, das kannst du nicht spüren. Und es war halt genau so gewesen, dass dort gegen Ende Strecke der Regen angefangen hat. Und dann nicht einfach wenig. Also wir haben ja gesehen, die letzten 10 Runden sind wir, also das war relativ nahe an einer roten Flagge gewesen, würde ich sagen. Einfach rein vom Standing Water, was sich dann gegen Ende auch wieder angesammelt hat. Also von dem her eigentlich Chapeau, dass sie nicht komplett in die Wand rausgesäbelt sind. Und vor allem Chapeau vor dem Piastri, ich sage jetzt mal, den Kämpferwillen, den er hatte, das Auto dort wieder rauszuholen. Und ich meine, das hat im Schluss gleich wieder 2 Punkte gegeben, weil er es irgendwie noch auf den 9. Platz geschafft hat. Also dort auch, glaube ich, zeigt einfach so seine Qualität als Fahrer, dass er nicht aufgibt, dass er will. Und ja, ich denke, dass das Rennen hat relativ einen guten Start in die Saison reingebracht. Ich habe es sehr, sehr spannend gefunden. Ja, und habe mich eigentlich dann mega gefreut auf das nächste Event, auf China. Hast du selber gerade noch Punkte zu Melbourne? Nein, also es war einfach noch gewesen, halt, eben zum Beispiel das Formel 2 Rennen ist abgesagt worden am Sonntag, weil es so gepisst hat. Ja. Und man hat ja auch noch ein bisschen diskutiert, man soll das Rennen verschieben nochmal um eine Stunde wegen dem Regen. Ich denke, im Nachhinein haben sie doch ein gutes Zeitfenster getroffen wegen dem Regen. Weil wenn man sieht, das Podium, wie es runtergeleert hat, schnell, hey, das wäre noch eine richtige Eskalation gewesen. Aber ich muss auch sagen, ich finde es hure schade, dass die Formel 1 mittlerweile mega wetterabhängig ist. Eben wenn es mal ein bisschen stärker regnet, ist es nicht mehr fahrbar. Und das finde ich hure schade. Und da müssen sie unbedingt mal etwas ändern. Dass auch, meine Freunde hat das alles runtergeleert, sie sind gleich gefahren. Dann haben sie einfach gesagt, also, ja, wir haben die Zeit dann, wir fahren dann, fertig. Und egal wie es pisst. Und wenn es wirklich gar nicht gegangen ist, also, ja, dann hat man mal eine rote Fahne gleich rausgerührt. Das finde ich ein bisschen schade. Klar, man schreibt Sicherheit gross, ist auch wichtig, das sehe ich auch so. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass eben, wenn es mal ein bisschen stärker regnet, das gerade heisst, so, ja, nein, wir können nicht mehr fahren. Und da müssen sie halt doch irgendetwas mal ändern jetzt dann. Ich meine, so. Sie haben ja mal eine Weile lang, ja, wie sagt man denn, so Kotflügel ja probiert an den Autos, wo ja das Wasser eigentlich so die Gische ein bisschen reduzieren. Also die Abdeckung. Ja, genau, auf den Hinterreifen und Vorderreifen, oder glaube ich nur auf den Hinterreifen. Aber da ist jetzt mittlerweile auch extrem ruhig geworden. Da gibt es ja auch keine Weiterentwicklung jetzt. Ich glaube, das haben sie auch wieder als ein bisschen Body reingestampft. Plus... Also das haben sie müssen im Fall. Also hast du mal Fotos gesehen davon? Ja, eben. Ich habe schon Bilder gesehen. Viel hat sie auch nicht gebrochen, weil das Hauptproblem ist ja eigentlich der Unterboden, weil es ja die Grounding-Area ist, wo halt einfach sich am Boden abzieht und halt einfach halt das Wasser aus der Straße rauszieht und halt hinauf schießt. Das ist ja das Hauptproblem. Und solange wir halt die Ära haben, wirst du immer das Problem haben. Und ich denke, ja, 26 sind ja die Autos immer noch etwa ähnlich aufgebaut mit dem Unterboden. Es läuft immer noch viel dort unten durch. Das heisst, frühestens, wenn etwas wieder änderbar wäre eigentlich ab 2030, weil dort gibt es ja noch keine definitive Regulations, wie die Autos dann werden aussehen. Absolut. Also du sagst es braucht wirklich einfach neue Aero-Regulations wieder für so etwas, wo halt wirklich einfach wieder weniger auf den Unterboden gesetzt wird. Die Frage ist, wie fest das Formel 1 will, wie fest dass sie wieder zurückwollen. Ich glaube aber, dass sie generell sehr, sehr, sehr viele Probleme können lösen können, indem sie das Auto kleiner machen. Und dann braucht man vielleicht auch gar nicht mehr so viel Downforce vom Unterboden, weil man es halt vielleicht mit anderen Sachen wieder rausholen kann. Apropos neue Fahrzeuggenerationen, das ist vielleicht noch cool nebenbei zum Wissen. Formel 3 hat jetzt das auch eine neue Fahrzeuggeneration. Formel 2 hat ja letztes Jahr eine neue Generation einberufen. Jetzt sind eigentlich alle 3 Formel-Serien, die von der FIA unterstützt werden, halt wirklich mit Ground-Effekt unterwegs. Und was ich auch sehr cool finde, ist, Formel 3 sowie Formel 2 sind jetzt mit 100% Sustainable Fuel drin. Und wo wir schon gerade bei dem Thema Sustainable Fuel sind, ein Thema, das jetzt in der letzten Zeit wieder ein bisschen lauter geworden ist das ganze Thema um V10-Motoren. Also wir reden jetzt wirklich doch langsam wieder ein bisschen mehr darüber und es gibt doch auch Hersteller, die das sehr bevorzugen. Auch die FIA, wobei ich habe das Gefühl, manchmal ist das ein Rettungsakt vom Mohammed Ben Sulayem, um sich selber aus der Scheiße rauszuholen. Redet einfach wieder ein bisschen mehr darüber, aber finde ich sehr cool, dass man wieder darüber redet. Und ich glaube, du hast noch ein bisschen genauer auch etwas dazu noch gelesen oder gesehen über das Thema. Genau, weil ich habe gerade vorhin noch ein Video geschaut bezüglich der V10-Motoren, wie das jetzt so aussieht. Also, es ist so, grundsätzlich, ich denke, wäre
viele Leute in der Formel 1 für ein Comeback von den V10-Motoren, weil hat zwar mehr Kölben drin, aber kostet weniger den Mocken zum Herstellen als das ganze Hybridgeschmäus, das wir jetzt drin haben. Und sowieso ab nächstes Jahr, weißt, es wird nur ein grösserer Pen mit 50% Elektro und 50% Verbrenner. Das wird so eine teure Geschichte. Klar, es wird günstiger schon, aber ein V10 wäre immer noch günstiger. Er wird hure viel leichter. Genau. Du brauchst die ganzen Batterien nicht mehr. Genau, so einen V10-Motor hast du etwa 70 Kilo eingespart. Was in der Formel 1 auch gut tut, weil die Autos einfach halt 800 Kilo schwer sind inzwischen. Was halt einfach für so ein Fahrzeug einfach zu viel ist. Meine Freunde sind mit etwa so 600 Kilo rumgefahren oder noch weniger sogar mit Fahrern. Also, und darf ich fragen, die 70 Kilo, ist das jetzt einfach ein normales Strassenauto oder ist das ein Rennauto? Nein, also die V10-Motoren von der Formel 1 sind 70 Kilo leichter gewesen als die jetzigen. 70, okay. Also das ist wirklich eigentlich gravierend. Ich meine, eben, wenn du nachher mal das E-Fuel, das kommt ja ab 26 in die Formel 1 rein, offiziell. Und dann nachher könntest du locker wieder auf die V10-Motoren gehen. Dann hast du eigentlich wieder einen geschlossenen Kreislauf, hast wieder V10-Motoren, die ein bisschen Lärm machen. Ich meine, auch dort, Eddie Irvine, die wir ja dann noch, Eddie Jordan, die wir nachher noch mal kurz ansprechen, der hat eben auch schon gesagt, jetzt habe ich auch vor kurzem ein Video gesehen von unserem Podcast mit dem Kultar zusammen. Er hat gesagt, heute ist es eigentlich wirklich ein Schande, wie sich die Formel 1 weiterentwickelt hat, rein eben so von der Fahrzeug her und so. Früher hast du wirklich, wenn die V10-Motoren, wenn die losgefahren sind, der ganze Boden oder die ganze Region hat vibriert, weil das einfach so ein Wucht dahinter war und das losgegangen ist. Und jetzt ist einfach halt nichts mehr so in dem Sinne. Jetzt müsstest du fast einen Verstärker haben, dass, dass es nachher dass du etwas würdest hören von diesen Fahrzeugen. Und da finde ich halt hure schade. Und ich glaube, dass halt das schon der richtige Weg wäre, dass man wieder auf einen V10 zurückgeht. Und die einzigen, die halt ein bisschen dagegen sind im Moment, ist halt logischerweise Audi, weil ja, Audi hat halt, was V10-Motoren anbelangt, nicht so wahnsinnige viele Erfahrungen. Weil sie haben ja auch nur den R8, der V10 hat. Ich weiß nicht, welches Strassenfahrzeug selber auch noch einen V10 drin hätte. Der R8 hat auch einmal gehabt. Aber auch für die wäre es machbar schlussendlich. Wenn man halt eben die ganze Elektrokomponente rausfetzt, dann wäre das schon eine geilere Geschichte dann schlussendlich. Ja, und ich sage es halt auch immer wieder, gell, es ist, ich finde, E-Fuel ist der richtige Weg, wo generell die Rennindustrie eigentlich muss einschlagen, weil das Hybrid-Zeug, es ist schon cool irgendwo durch. Ich finde, das passt sehr gut in eine Le Mans, in eine WEC zum Beispiel, passt das sehr gut rein. Aber es ist einfach, an und für sich braucht in meinen Augen Motorsport nur schon einfach an der Strecke sein, die heulenden Motoren. Das ist ein Feeling, das kannst du nicht recht beschreiben. Ich meine, ich werde nie vergessen, du warst auch dort 2019, wo der Mick mit dem ist der 02er oder der 04er Ferrari war? Oh, ich meinte, es war der 2004er gewesen, mit dem, wo der ich schon glaube, so viel gewonnen hat. Und wirklich, Leute, ich kann euch das nicht genau oder nicht so beschreiben, so schön, wie das war. Ich war auf den Dings, auf der Rückgerade, also auf der dritten Rückgerade quasi dort, kurz bevor du in die Achsenkurve reinkommst, und habe gehört, wie der Cape am Fahren ist. Ich habe gemeint, jetzt 100 Grad und habe noch etwa 30 Sekunden gewartet, weil er noch nicht mal bei der Haarnadel hinten war. So unhuere laut ist der Cape, und das ist ein Gefühl an der Strecke, das kann man nicht beschreiben. Es ist einfach nur schön. Und ja, ich finde, das ist etwas, wo die Formel 1 wieder braucht. Also nicht nur wegen dem Sound, aber auch einfach wegen der Zukunft der Autoindustrie. Weil so viele Autoliebhaber wollen eigentlich ihre liebsten Autos nicht aufgeben, oder? Und das E-Fuel kann halt gleich in Zukunft sein für all die, die halt ihre Liebhaberautos behalten und in einer modernen Welt können fahren, oder? Und wenn halt die Motoren wirklich umbaust, dass sie mit E-Fuel können laufen, dann kannst du sehr viele Geschichten eigentlich am Leben erhalten. Und das fände ich eigentlich, sollte der Weg sein, wo die ganze Industrie einschlagen sollte. Und du hast es vorhin schon angesprochen, jemand, der da sicher auch stark das befürwortet hätte, wie du schon gesagt hast im Podcast,
hat er es erwähnt, der Eddie Jordan, er hat noch einen Podcast gehabt, schon etwa ein Jahr oder zwei haben sie den gehabt, mit dem Coulthard zusammen. Kann ich sehr empfehlen, ist sehr lustig, der Eddie Jordan ist sehr, sehr ein lustiger Mensch. Ja, man muss jetzt halt leider sagen, gewesen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir ihm jetzt auch noch schnell ein Zeitchen in dem Sinn gönnen, ein paar Minuten über ihn reden. Für die, die es nicht mitbekommen haben, er ist vor 1-2 Jahren diagnostiziert worden mit Krebs und das ist bei ihm wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Für die ihn nicht können, ich nehme jetzt so vielleicht ein bisschen den Monolog, muss man sagen, wenn du etwas hast, was du sagen dazu, aber ja, ich nehme ein bisschen den Monolog. Auf jeden Fall, er ist sehr, ich sage jetzt mal, influential gewesen. Er hat viel in die Formel 1 reingebracht und er hat viel erreicht. Wie hat es angefangen? Relativ ganz einfach. Er war selber ein Fahrer gewesen, also absolut ein Motorsport-Enthusiast. Er hat sogar bis in die Formel 3 geschafft, teilweise Formel 2 Tests gemacht und auch in den 24 Stunden von Le Mans hat er können fahren, also durchaus auch ein begabter Fahrer gewesen, hat aber dann in den 90ern angefangen, sein eigenes Team aufzubauen, hat das Formel 3 Team daraus gemacht und ist dann irgendwann mal in die Formel 1 eben in den 90er und ja, nur schon dort muss man einfach ganz klar sagen, man hat von vornherein gesehen, dass er ein unhuere Necki dafür hat, Verträge zu machen, Deals zu machen. Er hat zum Beispiel 7-Up, können ihr sicher das Sprite-Getränk zu sich geholt ins Team, was für ihn als Privateur, der eigentlich basically noch mit einem kleinen Lastwagen irgendwie das Halbplatz geschafft hat, auf die Strecke zu kommen, ein riesen Erfolg war. Also es hat sehr wenig Teams gegeben, die tätig mit zu wenig eigentlich Erfahrung und zu wenig Zeit und zu wenig Erfolg in der Formel 1 eigentlich so grosse Sponsoren haben können reinholen wie er. Nicht nur das, er hat auch einen der absolut wichtigsten Driver-Transfers ever gemacht und das zwar nur für ein Rennen, aber am belgischen Grand Prix, ich glaube 1996 war es, hat 92. 92, Entschuldigung, 96, what the fuck. 92 hat Michael Schumacher, so ein Fahrer, den man vielleicht kennt, hat man vielleicht schon davon gehört, dürfen sein Debüt machen, und zwar bei Jordan. Und dort war noch interessant, Qualifying hat er trotz dem schlechten Auto eigentlich, muss wirklich sagen, es war nicht gut gewesen, hat er gute Zeiten gefahren und leider ist dort nur nicht mehr daraus geworden, weil eigentlich das Auto ihm abgelegen ist, nämlich seine, glaube ich, Kupplung ist durchgebrannt oder etwas, gerade am Start, weißt du das? Ja, eigentlich gerade nach Rouge auf der Camel Straight ist er schon stehen. Ja, genau. Also wahrscheinlich am Start irgendwie jetzt lang auf der Kupplung schon durchgebrannt kann und dann ist er schon durch gewesen. Absolut. Das war halt auch ein bisschen anders gewesen, dann noch mit der Reliability. Vielleicht schnell noch zu den Fahrern, die er sonst noch so ein bisschen beherbergt hat. Er hat nämlich viele Fahrer, und das sind eben auch wieder Testament zu seinen guten Deals, entweder neu reingeholt oder halt alte Fahrer noch ein bisschen länger in der Formel 1 behalten. Sehr bekannte Namen daraus sind zum Beispiel der Rubens Barrichello, der für Ferrari gefahren ist, Eddie Irvine, der für Ferrari gefahren ist, Heinz-Harald Frentzen, wo stimmt das, auch für Ferrari gefahren ist? Nein. Sauber ist er noch gefahren. Der Nein, aber Jordan war eigentlich so ziemlich sein Höhepunkt für Frentzen. Aber oder Williams ist er nachgefahren. Ich weiß nicht, aber Ferrari ist er nicht gewesen, der Frentzen. Ich schaue jetzt aber schnell kurz nachher nebenbei. Ja, sicher. Dann außerdem, weil man noch kennt, Jarno Trulli, Takuma Sato, Damon Hill und Giancarlo Fisichella. Also wirklich sehr viele grosse Namen, die viele Punkte geholt haben. Und ja, also der Damon Hill, der Frentzen und der Fisichella, die haben sogar für Jordan eigentlich außerordentlich gut können leisten. Das ist, muss wirklich sagen, für ein Privateur-Team, also kein grosser Manufacturer dahinter, kein Ford, kein niemand, haben die extrem gut performt. Nicht immer, aber oft. Zum Beispiel gerade 98 und 99, dort haben sie 3 Wins geholt in diesen 2 Jahren. Erste Win mit Damon Hill und dann 99 2 mit dem Heinz-Harald Frentzen. Hast du schon mehr herausgefunden, wo du das noch gefahren hast? Ja, also der Frentzen, der ist einfach 2001 ist er bei Jordan gewesen. Aber der Start in Formel 1 hat er sauber gemacht. Aber er ist einfach Williams ist gefahren, Prost, Arrows und dann wieder sauber am Schluss. Ich weiss aber nicht, hast du den Ralf erwähnt, Schumacher? Der ist nämlich ursprünglich mit Jordan reingekommen in Formel 1 97. Mhm.
Genau. Nein, habe ich noch nicht erwähnt, aber ja, genau, Schumacher auch. Also da Alexander, er hat auch sehr viel Talent eigentlich reingebracht, der Ralf Schumacher. Hat auch eigentlich seinen Drive ihm zu verdanken. Was auch noch muss gesagt sein, wo ich so noch gerade noch sehe, Sean Alesi, der hat zwar nicht mehr viel bei ihm gefahren, aber hat noch ein paar Rennen gemacht. Und auch spätere Namen, Nick Heidfeld, Timo Glock, auch wenn die nicht so weit gekommen sind, schlussendlich sind Namen, die man kennt. Und auch allseits bekannt, der Martin Brundle, seine letzten paar Jahre hat er auch mit Jordan verbracht. Ja, also ich würde sagen, all in all, ihr seht, noch wichtig zu erwähnen, 2003 hat er noch mit dem Fisichella einen Win geholt. Es waren insgesamt also 4 Wins gewesen mit einem Team, das keine Wins hat holen. Das ist wirklich so, wenn ihr das heute anschaut, wie wenn Alpha Tauri oder Alpine gewinnt. Das ist einfach, man sieht es nicht kommen. Und er hat es 4 Mal geschafft. Und ja, schlussendlich ist es dann mit guten Deals weitergegangen. Er hat das Team nachher weiter verkauft. Zwar zuerst am Midland, was 06, also 1 Jahr gefahren ist. Dann das ist wieder zu Spiker, 07, auch einfach 1 Jahr gefahren. Aber ab dann hat dann Force India übernommen, also der Vijay Mallya. Und ja, wir wissen ja alle, wo das hingegangen ist. Schlussendlich Racing Point und jetzt Aston Martin, wo man halt auch doch wieder muss sagen, ist ein Team, wo wieder am Ucho ist. Also ja, er ist verantwortlich für sehr viel Formel 1-Geschichte, auch wenn man seinen Namen heutzutage nicht mehr so fest sieht und hört. Und ja, wenn ihr euch über das Wochenende gefragt habt, wer ist denn der Eddie Jordan, der da beim Aston Martin auf dem Auto drauf war, das ist er und seine Geschichte gewesen. Genau, also ich denke, was man noch erwähnen kann, ist, was du gesagt hast, weil du so viel geredet hast, ich bin jetzt auch noch wegen dem Fernsehen am Schauen gewesen. Seine Autos sind natürlich immer rausgestochen, weil sie geil sind und ein Bassett Hornet drauf war. Also vor allem... Super Marketing. Genau, also der hat... das hat er drauf gehabt, Mastercard ist auch, das ist mal in meinem Kopf geflogen. Eben, zuerst war es halt eigentlich 7-Up gewesen, das Sprite-ähnliche Getränk und nachher eben das Bassett Hornet ist eigentlich immer der gelbe Wagen mit der Deutschen Post, ist glaube ich auch noch Sponsor gewesen und so, also das ist schon wirklich mega rausgestochen. Und wegen ihm hat es Grid Girls gegeben. Ja, er war wirklich so ein bisschen ein Rockstar gewesen, unter allen Teamleitern. Also er ist, noch bevor Red Bull als Partyteam bekannt war, ist eigentlich klar gewesen, dass Jordans Partyteam war. Und noch zu dem Buzzin Hornets, also der eigentliche Sponsor ist ja Benson Hedges, das war ein Zigarettensponsor gewesen. Und jetzt, wie kommt es zu Buzzin Hornets? Es hat 2-3 Spezial-Liveries gegeben, halt für die Rennen, die keine Tabakwerbung machen wollten. Dann hat es eben Buzzin Hornets gegeben. Es hat ich glaube, irgendwie Bees und irgendetwas hat es auch noch gehabt und dann noch etwas mit einer Schlange. Also mega kreativ gewesen. Es sind noch coole Liveries. Bis jetzt träume ich immer noch davon, dass wir endlich wieder gelbe Autos auf dem Grid haben. Wegen dem habe ich zum Beispiel den Renault auch mega schön gefunden. Dazu Master, wo er da Renault war. Aber ja, ich finde gelbe Autos erinnern mich immer an Jordan und sie werden mich immer an Jordan erinnern. Also das, würde ich sagen, ist unsere kleine Hommage an den Eddie Jordan. Jordan. Das ist so ein Auto am Schluss, super. Zu viel geredet, Alter, viel zu viel geredet. Jordan. Ja, ich glaube, wir machen den Move nach China zum nächsten Grand Prix, wo ja jetzt war. Also sprich, das erste Sprintrennen auch, wo zu einer absolut bodenlosen Zeit gestartet hat in Europa. Also Sprintrennen vor allem, das war der Horror. Ey. Ja, ich bin aufgestanden zum Einschlafen wieder. Ja, ich bin noch wach gewesen, und da habe ich es einfach geschaut. Okay, so geht's auch. Ich finde, also eben, der China Grand Prix ist, du hast es vorher schon angetönt, der war ja wirklich echt mal gewesen, ist ja nicht wahnsinnig viel gelaufen. Ich weiß nicht, ob du vorher schon etwas gesagt hast oder so vor dem Podcast war, aber grundsätzlich China Grand Prix ist nicht viel passiert. Das ganze Wochenende war recht überschaubar gewesen. Es ist nur eigentlich im Sprintrennen, wo ein bisschen Action war. Natürlich so offensichtlich, Lewis gewinnt im Ferrari, ist aber nur ein Sprint, was ja... Naja, weiß ich auch nicht. Hast du gesehen, was sie für Trophäen bekommen haben im Sprint? Irgendwie so kleine Tauli. Hat es gesehen wie so halbe Floppy Disks ja. ohne das Ding rundum. Und alle Fahrer so, was ist das? So richtig so billig, so, what? Aber ja, ich denke, dort hat man eigentlich so ein bisschen das Gefühl, so, oh, mal, schau, das Ferrari kommt wieder und dann nachher ist halt der Nüchterung dann doch wieder da gewesen, im Rennen selber, dass Ferrari doch nicht so da ist. Und ja, allgemein einfach halt auch, man hat wieder gesehen, wie schnell das eigentlich McLaren ist,
wie schnell Red Bull könnte sein. Weil Wenn sie würden wollen, ja. Verstappen, ja, wobei der Verstappen hat einfach im ersten Stint recht viel verloren, im zweiten und dritten Stint, beziehungsweise am zweiten Stint ist er auch mal schnell gewesen und hätte auch gut vorne mitfahren, aber er hat recht viel Zeit verloren. Aber sonst kann man wirklich sagen, Piastri souverän gefahren, das ganze Wochenende wirklich auch sehr, sehr gut kontrolliert und hat da wirklich Pace angegeben. Norris wiederum wieder so ein bisschen das alte Muster reingekehrt mit Fehlern machen. Einerseits im Qualifying fürs Rennen Fehler gemacht, dann nachher im Rennen selber Fehler gemacht wieder. Oder im Sprint hat er, glaube ich, auch einen Fehler gemacht. Nein, Sprint war es, wo er einen Fehler gemacht hat. Ja, das ist eigentlich wieder so ein bisschen der Norris gekommen, den man kennt mit den Fehlern drin, die eben eigentlich nicht passieren sollten, wenn du um eine WM fahren willst, muss man einfach ganz klar sagen. Darum, ja, sonst ist es ja eigentlich relativ überschaubar gewesen, was so, sagen wir, das ganze Rennwochenende an sich anbelangt. Aber nach dem Rennwochenende, beziehungsweise gerade eigentlich nach dem Rennen, ist es dann richtig zu und her gegangen. Erzähl mir, was ist alles passiert? Viel zu viel ist passiert. Also ich würde mal sagen, wir fangen mal mit, ich sage jetzt mal das Offensichtlichste, wenn du aufs Rennen zugreifst. Ja. Disqualification vom Gasly, vom Leclerc und vom Hamilton. Und man muss wirklich sagen, bei allen so absolut, einfach wirklich, das sind minimale Sachen. Beim Gasly muss ich sagen, weiss ich gerade nicht mehr, wie viel Kilo dass er underweight war, aber er war underweight gewesen. Da gibt es zero Erbarmen, zero Leeway. Wenn du das Gewicht nicht hast, hast du es nicht. Beim Leclerc dasselbe. Dort weiss ich auch gerade, es war 1 Kilo gewesen. Für die sich jetzt fragen, ja, dem ist aber ja die Frontwing Endplate abgekehrt. Ja, ist so, aber das wird natürlich mit dazu gerechnet. Das wird ein Frontwing von den gleichen Specifications vorher dran gehängt in der Regel und dann wird es so gemessen, weil das wäre ja nicht fair, wenn man es sonst so bemessen. Also er war wirklich einfach generell zu leicht gewesen. Laut Statement von Ferrari 2 Punkte dazu. Erstens ist er underweight gewesen, weil er die Strategie nicht die hatte, die sie gedacht haben. Ja. Das kann viele Sachen bedeuten. Das kann heißen, dass er mehr Benzin braucht, als man erwartet. Das kann sein, dass er weniger Reifenabnutzung hat, als erwartet. Und schlussendlich, wenn du nachher den Pickup nicht bekommst, das ist, wenn die Fahrer am Ende des Rennens weit raus von der normalen Linie fahren, um mehr Gummiteile, die auf der Strecke liegen, wieder mitnehmen. Wenn das nicht reicht, dann reicht es nicht. Oder? Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Wenn die Strategie nicht das ist, was du erwartest, hast du dann eben so Situationen, wie das Underweight bist. Genau das Gleiche ist zum Beispiel auch im Vettel passiert, wo ihm der 3. oder 2. Platz in der Türkei aberkannt worden ist vor ein paar Jahren. Ja, man will gar nicht so weit zurückgehen. Das ist auch beim Russell letztes Jahr in Spa passiert. Russell letztes Jahr in Spa? Genau. Nein, ist das nicht auch Plan gewesen? Nein. Das war im Hamilton gewesen, in Austin und dem Leclerc auch in Austin. Okay. Das Ding ist das, Ja. der Hauptgrund war schon eigentlich auch der Reifen gewesen, weil bei Williams hat das veröffentlicht, dass sie haben 1,2 Kilo verloren, weil die Reifen im Sprintrennen so extrem abgebaut haben, weil halt einfach, es ist ja ein neuer Asphalt, glaube ich, in China und der hat Reifen verschlungen. Und es war Regensaison gewesen, also alle Rubber, die irgendwo drin war, war lang weggespült schon. Genau, und das war eigentlich so ein bisschen der Hauptgrund gewesen. Und eben beim Russell ist es ja auch das letzte Mal dort im Spa so gewesen, weil er eben gesagt hat, er geht auf einen Eisstopp, er kann so eben schneller sein, hat er dann nachher eigentlich hat er, glaube ich, gewonnen gehabt, ja, nachher hat er ja den Hamilton den Sieg bekommen, weil er ja disqualifiziert wurde. Und jetzt hat es halt der Charles und auch der Pierre verwünscht, mit dem Gleichen eigentlich, kann man sagen, dann. Ja, absolut. Und ich glaube, man kann auch generell über den Grand Prix sagen, dass das in dem Sinn die Hearts uns die Show genommen haben. Dank der Hearts haben wir jetzt 2 Disqualifications, aber ich hätte lieber ein spannendes Rennen gehabt. Dort war, glaube ich, mehr auch so ein Problem gewesen, dass die Fahrer und Teams einfach jeweils 2 Sets an Hearts hatten, also fast alle Teams, und sie haben sie wegen dem nicht getestet. Und man hat aber relativ schnell gemerkt, dass man sie wird müssen brauchen, was irgendwie die Teams nicht erwartet haben. Und wenn du halt einen Reifen musst brauchen, wo man nicht könnte, passiert halt manchmal genau so Sachen, dass der Hard einfach viel zu gut ist. Und ja, aus einer vorgesagten 2-Stopp-Strategie ist halt einfach eine 1-Stopp-Strategie geworden. Und ja, das hat einfach eben einen riesen Schneeballeffekt. Wir haben dann auch
Beim Hamilton, dort finde ich es noch krasser, ein weiteres Problem gehabt, nämlich die Plank. Das ist wirklich eine kleine Holzplatte, die die Formel 1 Autos unter dem Auto haben. Die ist dort zum Abnutzung messen, das heisst, wie fest schläft das Auto am Boden. Wenn es zu fest am Boden schläft, ist nicht gut, das kann Penalties geben und genau das ist ihm passiert um 0,5 mm. Genau, und wenn ihr jetzt das auf der Zunge vergehen. genau, wenn ihr nicht wisst, wie viel das 0,5 mm sind, dann steht ihr auf, geht zu eurem Portemonnaie, wenn es gerade neben euch liegt, und dann nehmt ihr mal eine Bankkarte dafür, weil das sind etwa 0,5 mm. Genau. Das ist das, was zu viel abgeschliffen wurde. Weil die Platte ist 10 mm dick und sie darf während dem ganzen Wochenende 1 mm abgeschabt werden. Mhm. Und der hat 1,5. Also das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Es ist absolut nichts und wegen dem komme ich jetzt so zu meinem zweiten Punkt vom Statement, das Ferrari rausgehauen hat. Es war nicht ihre Absicht gewesen. Und das glaube ich da absolut. Das sind so filigrane Sachen. Eben in Alpine ist es ja auch passiert. Alle anderen Teams haben halt einfach ein bisschen mehr auf das geachtet vielleicht und das hat auch gelangt, oder? Aber es ist nicht die Intention von Ferrari zum Cheaten und das hätte ich jetzt auch bei ihnen nie das Gefühl gehabt. Aber ja, finde ich sehr krass, ist der Grund, wieso dass ich eigentlich gestartet habe mit den World Drivers und Manufacturers Championships ablesen, weil das hat die ganzen Resultate von der Championship so durcheinander gehauen. Klar, das ist in dem Sinne nicht repräsentativ unbedingt, wie die ganze Season wird sein, aber da sieht man einfach einmal, wie krass die Penalties halt auch sein können. Ich glaube, das ist uns manchmal unter der Saison gar nicht bewusst, weil Teams halt manchmal so 50, 60 Punkte Gaps zwischeneinander haben. Aber ja, jetzt so schnell in die Saison rein, fällt das einfach extrem auf. Ja, also ich sage, das habe ich ja schon vorher gesagt, Ferrari hat einfach wichtige Punkte verloren, wo sie es halt einfach auch nicht erlauben dürfen. Also etwas als Top-Team. Es ist verdammt bitter. Klar, kann so etwas passieren. Es ist natürlich verdammt ungünstig, vor allem, dass gerade beide Autos disqualifiziert werden, ist noch ungünstiger. Aber gerade wegen dieser Platte beim Hamilton, ich meine, du weißt ja auch, dass du ja mehr betanken tust, das Fahrzeug. Also du hast ja mehr Sprit drin. Und danach musst du logisch das Auto auch ein bisschen aufladen, weil sonst schleift es mehr. Weil je weiter das Auto unten ist, desto mehr Performance hast du, beziehungsweise desto schneller bist du eigentlich. Ist ja, weil er mehr näher am Boden ist und mehr Anpressdruck alles hat, dann bist du auch schnell in der Kurve. Ist eigentlich recht einfach. Und ich weiss nicht, was die sich ausgerechnet haben dort. Also ich finde, es ist ein Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte. Weil eben bei den anderen ist es ja eigentlich auch nicht passiert, der Fehler. Die hätten das irgendwie berechnen. Ich weiss nicht, was Ferrari dort gemacht hat. Also in meinen Augen hätte es nicht passieren eigentlich. Es war ein bisschen unnötig gewesen. Aber ja, ist jetzt halt mal so passiert. Und eben für den WM-Stand ist es sehr, sehr spannend, weil Ferrari recht weit hinten ist und eben zum Beispiel Williams weit vorne ist mit P4. Aber ich bin gespannt, das nächste Rennen Suzuka, wie sie dort werden fahren oder wie viele Punkte sie dort werden holen. Weil es gibt schon ein paar Teams, die Updates mitbringen. Unter anderem auch Sauber bringt schon Updates mit. Aber ich glaube, die ersten dicken Updates die werden dann erst auf Europa kommen. Ich finde es immer lustig. Ich sage mir immer, Updates, die bereits nach dem zweiten Rennen kommen, sind einfach Sachen, die sie noch nicht können auf den Start bringen. Ja, logisch, ja. Das sie verpassen. So, ja. Aber es ist natürlich gleich ein Development. Aber schau, ich frage mich echt, was Ferrari in Suzuka wirklich besser machen kann, weil bis auf die Sprints, wo die Autos halt leichter sind, das ist ja bei Red Bull auch das Ding, die sind einfach momentan noch ein bisschen besser, wenn sie leicht sind. Ferrari hat für mich jetzt zum Start von der Saison in beiden Rennen nicht den Eindruck gemacht, dass könnten sie wirklich für Platz 1-2 kämpfen. Ja. Das ist ja das, was wir eigentlich im Preseason-Testing das Gefühl hatten. Aber das mag halt einfach ein gewohnter, langsamer Start sein für Ferrari. Das ist jetzt so die letzten 15 Jahre immer so gewesen, gefühlt, dass sie einen langsamen Start haben und gegen Ende besser werden. Oder gegen Mitte eigentlich schon, aber gleich. So wie es jetzt aussieht, ist einfach Norris Piastri, wo um P1 und 2 kämpfen, und Verstappen und Russell, wo um P3 und 4 kämpfen. Also das ist so ein bisschen
das Gefühl, das Besitzer den Start gibt. Und nicht zuletzt verdanken halt auch indem dass der Verstappen wirklich wieder einfach alles alleine macht für Red Bull. Ja. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das noch besprechen. Das ist so ein bisschen das Abschlussthema, das wo uns auf der Zunge brennt. Was ist los mit dem Liam? Ich glaube, es ist ganz einfach. Das Auto ist für Verstappen gemacht. Also ich werde zuerst mal noch einwerfen. Ich weiß nicht, ob ich dir das geschrieben habe oder ob ich es mir noch mal gedacht habe. Lustigerweise, also ich weiss nicht, du findest ja den Liam gut auch und so. Also, Ist er da? ja, also er ist auch gut, ja, das ist schon so. Aber du bist ein Fan, aber du bist ein PS-Fan gewesen. Und ich habe überlegt, wie das ist so komischerweise immer, wenn du von dem Fahrer Fan bist, performt der Scheiße. Aber ja, na gut, also Fan vom Liam, also ich bin schon gerade so ein Simper für ihn, aber I get what you mean. also nein, grundsätzlich muss ich dort auch mit unterschreiben. Also, du kannst einen Tsunoda reinsetzen wahrscheinlich. Du kannst auch einen Danny wiederholen und reinsetzen. Du könntest einen Perez wieder reinsetzen. Wer auch immer. Die würden alle nicht performen. Weil es gibt so ein Zitat, wo jemand der Elben gesagt hat, in einem Podcast auch, über den Verstappen. Und zwar ist es im Verstappen hauptsächlich wichtig, dass seine Vorderachse aggressiv ist und gut ist. Und hinten ist scheißegal. Und der Albon hat gesagt, das sagt bei ihm eigentlich auch so. Er ist eigentlich auch einer, der es gerne, wenn die Vorderachse wirklich gut ist. Und hinten ist eigentlich so, okay, also kann auch ein bisschen lockerer sein oder ein bisschen loser sein, sagen wir jetzt einmal. Aber er hat gesagt, in dieser Dimension, wie der Max fährt, das schafft er nicht. Das kann er nicht, das kann nur der Max selber. Und eben, darum, da kannst du jeden Fahrer wahrscheinlich holen und reinsetzen. Du willst nicht an die Performance herkommen, wie der Max, weil halt das Auto komplett auf den Max aufgebaut wird. Oder an seinem Fahrstil angepasst wird. Und ich glaube, da muss sich halt Red Bull selber an der Nase nehmen und halt einfach ein Auto bauen, das für beide ein bisschen ein Kompromiss ist, das für beide wird funktionieren. Weil ein Verstappen könnte auch, da würde ich meine Hand ins Feuer legen, ein Verstappen könnte auch mit einem Auto fahren, das zum Beispiel auf ein Liam gebaut wäre, ohne Problem. Dann wäre ich wahrscheinlich dann immer noch 4 Zehntel schneller, blöd gesagt, oder 3 Zehntel schneller. Also, das wäre für ihn, gehe ich mal schwer davon aus, kein Problem. Und ich finde es halt einfach schade, eben, der Liam wird jetzt schon wieder so richtig verheizt, die Kritiker sind richtig am Durchgehen. Und wir haben klar, das Resultat ist alles andere als gut. Also P20 dann, oder P18, P20 oder jetzt wieder P20, wie so etwas war. Das sollte nicht sein und eben Yuki performt gut, aber wir müssen auch einfach ehrlich sagen, dass wahrscheinlich ein Racing Bull im Moment vielleicht nicht das bessere Auto ist, aber einfacher zum Fahren ist. Weil ich denke, so eine Raw-Performance wird wahrscheinlich der Red Bull Racing schon besser sein. Aber ja, ich würde es dem Yuki gönnen, dass er halt zu Red Bull Racing kommt, weil er es einfach schon lange verdient hätte in meinen Augen. Und jetzt sowieso, wie er in die Saison gestartet ist, ist super gestartet. Einerseits ein super Qualifying gemacht in Australien, dann hat er auch viel Pech gehabt und hintergespielt worden. Strategietechnisch ist der Racing Bull nicht wahnsinnig gut, muss man sagen. Überhaupt nicht. Das ist, ich bin so satt. Ja, es ist so seit Jahren ein Problem. Da haben schon ein paar Fahrer müssen darunter leiden. Aber weißt du, glaubst du, sie würden wirklich den Yuki nehmen? Red Bull? Ich glaube es ja. Also, der hat schon sowieso nicht, weil der hat keine Erfahrung. Das ist schon klar. Aber es würde mich nicht verwundern, wenn Red Bull irgendeinen anderen Fahrer aus einem Loch rauszieht wieder. Es würde mich nicht einmal verwundern, wenn plötzlich ein Ricciardo wieder auf der Matte steht und der fährt. Wirklich jetzt? Denk noch weiter, Vettel. Nein, Vettel glaube ich nicht. Vettel hat aber auch gesagt, dass er nicht mehr Formel 1 fahren will. Es gibt so mal Gerüchte gegeben, aber der wird wirklich nicht mehr fahren. Aber nein, jetzt wirklich, das ist kein Witz. Es würde mich nicht verwundern, wenn plötzlich ein Ricciardo wieder auf der Matte steht und er einfach ein bisschen fahren tut. Es ist ja jetzt automatisch auch wieder Gerüchte, wo laut werden um Franco Colapinto herum. Und was mir auch sehr, sehr auffällt, das ist mir jetzt in Bahrain aufgefallen, es ist mir auch in China wieder aufgefallen, der Max Verstappen verbringt sehr viel Zeit mit dem Gabriel Bortoleto zu reden. Ja, aber weil die aber weil sie Sim-Racing fahren. Ja, aber auch dann. Ja, aber der Bortoleto kommt Verstappen nicht so. Ja, ich finde, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass sie mindestens Interesse werden haben an ihm. Aber das Ding ist halt,
es ist einfach ein Todessitz für jeden Fahrer. Ich meine, schau an, wie gut ein Gasly performt. Schau an, wie gut ein Sainz performt. Schau an, wie gut ein Albon performt. Schau an, es hört nicht auf, die Liste. All die Fahrer, die Red Bull so unnimmt und vom Verstappen kaputt fahren, performen nachher schlussendlich in anderen Teams, wo ein angenehmes Auto ist, gut. Und ich glaube, ich stimme dazu, auch ein Tsunoda würde nicht reinkommen und nachher um P3 kämpfen gegen Verstappen. Aber ein Tsunoda, habe ich das Gefühl, würde mindestens halt ein P8, P9 machen. Und schau, für den Liam, ich habe gesagt, ich habe Angst, dass es zu früh ist. Und es ist mir in meinen Augen jetzt schon zu früh. Und es tut mir leid, alle, die ihn verteidigen, von wegen, ja, er hat halt Australien und China noch nie gefahren. Ja, das mag gut sein. Aber du kannst dich darauf vorbereiten. Und ein Kimi kann gut fahren dort. Er hat es bewiesen. Bei beiden Rennen hat er gute Rennen gemacht. Ich meine, in China hat der Kimi übrigens einen Schaden gehabt, von relativ früh weg. Und ist wegen dem nicht mehr als P8 geworden. Also, ein Liam hat eigentlich sehr wenig Entschuldigungen. Und also, wenn er nicht bereits schon in Suzuka oder für Suzuka ersetzt wird, muss er in Suzuka einfach etwas zeigen und mindestens einen Punkt holen. Weil sonst war es einfach mit dem. Und dann wird er Tsunoda den Sitz bekommen. Red Bull hat eigentlich keine anderen Optionen. Sind wir ehrlich, sie haben wirklich keine anderen Optionen. Und ich muss wirklich auch sagen, für den Tsunoda, ich bin es absolut leid zu sehen, wie er missachtet wird von Red Bull. Ich bin es absolut leid zu sehen, wie er sich immer wieder auf P8, 7, 6 Uhr kämpft und dann von seiner Strategie auf P15 runtergeht. Wir haben jetzt das Schiri jedes Wochenende und dann noch das mit dem Frontwing. Also sorry, dass einfach auf der Gerade ein Frontwing einfach so bricht. Weißt du, wie lange haben wir so Sachen nicht mehr gesehen? Da müssen wir wirklich zurückgehen zum Ocon, wo Renault noch dabei war, wo Albin noch Renault war, wo im Testing der Heckflügel einfach so weggeflogen ist. Das war irgendwie 2019 oder 20 oder so gewesen. Das hast du jetzt heutzutage einfach nicht mehr. Und ja gut, also das wegen dem Frontwing muss man vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen, das ist etwas halt, du kannst ja die Frontwings kannst du ja schon im Windkanal testen, aber unter Maximalbelastung, sprich unter den Turbulenzen von einem vorherenden Fahrer oder Fahrzeug, kannst du halt erst wirklich in Rennsituationen testen. Klar, es ist unlucky, aber das ist ein Problem, das jeder kann treffen kann und vielleicht auch ein bisschen Konstruktionsfehler ist, aber das ist, ich sage jetzt nicht, ein Problem, das man jetzt riesig anschreiben müsste. Muss ich ehrlich sagen. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, weißt, es ist so ein bisschen, wir haben nicht alle Fakten, wir wissen nicht genau, wer welche Entscheidungen wieso trifft, aber schlussendlich, ja, ist gleich in meinen Augen etwas, wo in einem Team nicht mehr passieren sollte. Ja, logisch, passiert es sie haben sowieso Daten von den Vorjahren, also ich meine, der Frontwing ist nicht viel anders, also ja, passieren es jetzt einfach nicht und ja, schau, unter dem Strich werden sie den Liam durch Tsunoda ersetzen, wenn der Liam so weiterfährt, dann ja. Werden sie ihn schon für Suzuka ersetzen? Falls ja, dann ist es mehr ein Marketing-Stunt, damit der Tsunoda in Suzuka fahren kann. Schön, gut und recht. Würde er besser performen als der Liam? Wir können es nicht wissen, aber ich würde sagen ja. Ich würde sagen, der Tsunoda würde besser performen als der Liam, aber schlussendlich haben sie eigentlich im Liam seine Karriere jetzt schon kaputt gemacht mit dem. Danke vielmals für das. Und sie werden dann Tsunoda seine Karriere kaputt machen, wenn sie ihn holen und das Auto immer noch so ist, wie es ist. Da gibt es keinen Zweifel in meinen Augen. Also Red Bull ist ein Fahrerkiller und ja, das Ding ist halt auch, was machst du als Red Bull? Pleasest du weiter hinter Verstappen oder willst du versuchen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen? Und das ist die Frage, die sie sich wirklich stellen müssen. Ja, weißt du, ich glaube, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, das Beste, was Red Bull könnte machen, ist halt mal ein bisschen zurückrudern und halt eben einfach sagen, ein Auto bauen, das beide Fahrer können beherrschen können und nicht einfach halt alles immer auf den Max setzen. Aber ja, ich weiss halt auch nicht, wie viel Macht der Max hat im Team. Ich glaube, er kann schon viel mitbestimmen halt. Aber ich denke jetzt, also ich würde jetzt den Max auch nicht so einschätzen, dass er sagt, so, ja, ich will es so und so haben und wenn es nicht so ist, dann gar nicht. Weißt du, in dem Stil denke ich schon nicht sein. Also so würde ich ihn jetzt nicht einschätzen. Aber es ist natürlich einfach gleich brutal schade, eben der Liam, eben, er ist sicher schlau, er ist sicher auch talentiert und alles drunter. Ich meine, er hat es ja auch bei Racing Bulls bewiesen gehabt.
Und das ist halt wirklich einfach das Talent, das man wieder anzünden. Das ist halt einfach halt so das Red Bull-Ding halt. Und beim Tsunoda, ja, keine Ahnung. Also ich hoffe jetzt schon, dass wenn Red Bull einen Switch macht, dann ist nach dem nächsten Tripleheader, weil jetzt kommt ja Japan, Saudi oder Bahrain Saudi, ich glaube so ist es. Und dann kommen wir die Europarennen und dann würde ein Switch machen, also dass man eigentlich im Liam jetzt noch 3 Rennen gibt, weil ich denke, es wäre auch für Tsunoda scheiße, wenn er zu Red Bull kommt, der gerade einen Tripleheader hätte und müsste zack. Dann hast du lieber nochmal so eine kleine Pause dazwischen, dann tust alles auf ihn ein bisschen anpassen, was kannst du anpassen halt und ja, dann los und weißt du, was ich meine. Aber eben, Red Bull wissen wir ja eigentlich auch, warten ungern lang. Beim Perez haben sie es zwar recht lang gemacht, aber ich denke halt eben, wenn sie das... noch etwas anderes müssen probieren, gell? Also sie haben immer kurz gewartet. Ja, also, aber weißt du, wenn jetzt das wieder zum Vergleich nimmst vom Perez, ich meine, Perez hast du jetzt fast 2 Jahre zugeschaut, wie scheiße er performt und sind nie austauscht. Und darum finde ich auch, dass man im Liam einfach vielleicht ein bisschen länger eine Chance gibt, dass er sich nochmal ein bisschen beweisen kann. Was ich hingegen recht krass finde, ist, also ich habe jetzt schon ein paar Beiträge bekommen auf Instagram, wie mexikanische Formel-1-Fans gegen Liam schiessen. Das ist echt bodenlos. Und ich meine, der Liam kann nichts dafür, dass er zu Red Bull promoted wird. Ich meine, da muss man halt auch sehen, der Perez ist scheiße gefahren und Red Bull muss eine Alternative haben. Jetzt hat der Liam genommen. Funktioniert halt jetzt am Anfang auch nicht. Aber das ist noch lange kein Grund, dass man ihn so hatet. Klar, ich bin auch ich lache über die Memes, die ich sehe. Ich finde sie lustig. Wo einfach so, die Memes teilweise gegen Liam, weißt du, mit Perez vergleichen, so, die sind so lustig, weißt du, wirklich. Und da lache ich auch drüber. Aber gebt dem Bub gleich bitte einfach die Chance, schauen wir mal zu, wie er sich weiterentwickelt, weil eben, ich meine, in der DTM ist er auch gut gefahren, der Liam. Er ist ja in der Formel 2 Superformula ist ja auch, gefahren, ist ja auch wirklich gut. Das ist schon 2 Tore in der Superformula. Also eigentlich in jeder Rennkategorie, wo er schon gefahren ist er eigentlich immer gut gewesen. Und dann kommt er in die Formel 1 und hockt in einem Auto rein, das auf Verstappen abgestimmt ist. Und eben, ich habe vorher ein bisschen zitiert, wie das ist, anscheinend das Auto zum Fahren oder wie Max im Fahrstil ist. Und wenn das halt wirklich nur der Max ist oder vielleicht, ich denke jetzt der Einzige, der vielleicht noch würde so mit so etwas klarkommen, ist vielleicht eben so ein außergewöhnliches Talent wie vielleicht ein Piastri oder ein, weißt du, so etwas. Weißt? Also, du musst ja wirklich sehr, sehr viel Talent haben, dass du das kannst vielleicht beherrschen. Aber die musst du auch zuerst mal finden. Und dass jetzt ein Colapinto vielleicht als Laie zu Dings kommt, zu Visa Cash App oder beziehungsweise Racing Bus heisst es ja. Ja, mag sein. Briatore will aber sich eine goldige Nase mit dem verdienen, das sagt er jetzt schon. Darum, meine Prediction, magst du dich noch erinnern, mit dem Paul Aaron, ist vielleicht jetzt nicht einmal so unrealistisch. Und auch mit Dings, ich habe ja gesagt, der Liam wird noch vor der Sommerpause ausgewechselt oder bei der Sommerpause ausgewechselt. Also meine Prediction bei Red Bull ist recht genau jetzt. Also ich bin echt gespannt, was da noch passieren wird. Aber man muss ja auch sagen, Franco Colapinto ist jetzt auch nicht, weißt, crashfrei oder wäre jetzt auch nicht einer, der muss sagen, so, ja, der wird jetzt so richtig alles reissen. Ich meine, der hat ja auch er ist nicht ein Oscar Piastri, er ist nicht ein Max Verstappen, er ist nicht ein Charles Leclerc, er ist nicht ein Kimi Antonelli, nein. Nein, er hat einfach seine Sponsoren, das sicher mal, und er ist sicher auch sehr talentiert. Ich meine, als er bei Williams gefahren ist, die ersten 2 Rennen ohne vollen Druck, hat er richtig gute Rennen gemacht. Aber ich denke nicht, dass der jetzt, er wird schon gut sein, er wird sicher auch besser sein als ein Duen. Definitiv. Aber er wird jetzt nicht irgendwie so der nächste Formel 1-Star am Himmel sein. Also da sehe ich halt doch mehr das Potenzial eben bei einem Piastri oder bei einem Kimi Antonelli. Weißt? Und ja, mal schauen, was jetzt passiert. Es wird hure spannend werden, aber es wird wirklich auf das rauslaufen, wahrscheinlich, dass Yuki Red Bull kommt und vielleicht Colapinto Laie bei Racing Bull. Könnte ich mir vorstellen. Weil der Briatore verliert ja nichts dran. Ich weiß nicht, also ich finde, das wäre eigentlich das Schlechteste, wo Red Bull könnte machen, ist, dass sie einen Driver Change machen. Ich finde, es wäre allen 3 Fahrer, die quasi ein Fragezeichen beim Kopf haben, wäre das einfach ungerecht. Also Hadjar darfst du nicht einfach so gehen, weil er performt gut.
Auch wenn es seine erste Saison ist, dann darfst du nicht einfach so gehen. Das wäre extrem unfair gegenüber ihm. Tsunoda, müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Dass er irgendwie von Alpha Tauri gekickt werden, ist außer Diskussion. Also er muss mindestens im Dings drinnen bleiben. Das ist immer noch das Gleiche, ich weiss. Schön, Racing Bus. schön, gell, wir haben mal die gelacht, schön wie ich eben zuerst sagen, so, Visa Cash, heisst jetzt Racing Bus, denke du so Alpha Tauri, komm, bring noch Toro Rosso, den haben wir alle neben drinnen gehabt. Ja, wirklich. Ja, ich muss mich immer nur davon abhalten, aber das geht relativ einfach, weil die Livery wenigstens weiss ist, dass ich halt nicht Toro Rosso sage, weil kann ich, das ist für mich halt Toro Rosso. Aber ja, okay. Alpha Tauri ist immer noch ein bisschen näher dran, weil es wenigstens weiss ist. Nein, schau, Tsunoda in Red Bull hineinstecken und den Liam nicht mehr fahren, katastrophal. Ja nicht. Tsunoda bei Racing Bus den Liam drinnen behalten, finde ich auch keine gute Idee. Tsunoda zu Red Bull Lawson rausschmeißen und eine neue Fahrerin holen, auch nicht gut. Also einfach sind fair, testet die Fahrer aus, gebt ihnen beide Chancen. Ihr wisst nicht, welches das der beste Fahrer ist. Ihr habt es beim Albon und beim Gasly schon so gemacht. Macht es bitte auch so. Gebt beide ein halbes Jahr Zeit und könnt euch dann entscheiden, wer der beste Fahrer ist. Das ist in meinen Augen das Beste, was sie machen können. Frühestens, wie du sagst, nach dem Triple Header jemanden rausschmeißen, weil ihr müsst auch wirklich in einem Losen die Plattform geben können, dass er performen kann. Ich meine, ihr könnt das selber mal machen, vergleicht mal Quali-Labs von einem Lawson und von einem Norris. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber wie unglaublich locker und gemütlich die Fahrt für einen Norris aussieht, obwohl er die beste Zeit fährt, oder Piastri in China zum Beispiel mit der Pole, im Vergleich zum Lawson, wo wirklich jede Kurve mit dem Auto umkämpfen ist. Und ich glaube, das ist schon Beweis genug dafür, ja, dass sie wirklich einfach zuerst mal die Plattform können geben, dass ein Lawson auch kann performen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass sie das nicht vergessen, dass sie das nicht außen vor lassen. Und wenn sie das nicht vergessen, dann kommt es gut. Wenn sie das außen vor lassen, kochen sie einfach einen weiteren Fahrer. Ja, das ist es. Ja, schreibt doch gerne mal eure Meinung oder eure Prediction, je nachdem, wenn ihr den Podcast hört. Mal gerne in Spotify, Apple Podcasts, ich weiß nicht, wo wir überall etwas kommentieren, aber schreibt es gerne mal rein, bei Spotify geht es ja, was ihr so denkt, ja, was wird passieren als nächstes, vor allem bei Apple wird es sehr spannend werden. Ich denke, Duen ist relativ klar, dass es nicht mehr lang wird so bleiben. Aber es ist halt schon spannend, dass jetzt halt doch schon auch der Liam reingerutscht ist in die Thematik hinein, weil ja, vor Australien oder um Australien hat man eigentlich nur noch wegen dem gehabt, oder beziehungsweise wegen dem Duen gehabt, dass er eventuell könnte gewechselt werden. Aber ja, das wäre es eigentlich schon so wie gewesen mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Ich denke, wir haben sicher die wichtigsten Themen alle angesprochen und ja, würde mal sagen, dass wir uns recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr wieder bis dahin zugelassen habt. Und würden wir uns dann wieder plus minus, denke ich mal, ja, nach dem Triple Header, denke ich mal, hören. Macht mehr Sinn, dass wir alles zusammenfassen. Oder vielleicht, wenn etwas Breaking News-mäßiges passiert, kommt dann wieder eine Episode zwischen. Wir werden es sehen. Aber schaltet da gerne zuerst mal wieder ein. In der nächsten Episode vergesst nicht, dem Podcast zu folgen. Auch gerne die Bewertung da lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, würdet uns mit dem sehr supporten. Und dann können wir uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.